Frage FS 6. Ist die Bibel wissenschaftlich ernst zu nehmen, wenn sie altertümliche Weltbildvorstellungen verwendet, die doch längst überholt sind? Antwort: Die Bibel verwendet keineswegs Weltbilder der damaligen Zeit, es ist umgekehrt. Die liberale Theologie interpretiert in die biblischen Texte die Vorstellungen des alten Orients hinein. Mit einem solchen der Bibel unterstellten Weltbild arbeitet Lepple, wenn er ihre Entstehung als rein menschliches Wollen ansieht. In seinem Buch Die Bibel heute schreibt er: Die Erde dachte man sich als runde, flache Scheibe. Sie nimmt den Mittelpunkt der Schöpfung ein und wird von den unteren Wassern umflossen, der Urflut oder dem Urozean. Über die Erdscheibe spannt sich als Überdachung das Firmament, an dem die Sonne, Mond und Sterne gleich Lampen angebracht sind. Über dem Firmament befinden sich die oberen Wasser, die durch Fenster oder Schleusen als Regen auf die Erde strömen können. Nur wenige Verse der Bibel reichen aus, um solche Voreinstellungen zu entkräften und um zu zeigen, wie wirklichkeitstreu biblische Aussagen waren, bevor die heute nachgewiesene Gestalt der Erde allgemeine Erkenntnis war. In Hiob 26, Vers 7 lesen wir nach der Elberfelder Übersetzung: Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Die Erde schwimmt weder auf einem Urozean, noch ist sie auf eine feste Unterlage gestellt. Vielmehr schwebt sie frei in einem sie umgebenden Hochvakuum. Auch über die Erdgestalt äußert sich die Bibel in direkten und indirekten Bezügen, obwohl das nicht die primäre Mitteilungsabsicht ist. Er ist es, der da thront über dem Rund der Erde. Jesaja 40, Vers 22 nach der Menge-Übersetzung. Die sphärische Gestalt der Erde kommt auch deutlich zum Ausdruck in den Texten zur Wiederkunft Jesu. Da der Herr plötzlich, nach Matthäus 24, Vers 27, und für alle Menschen gleichzeitig sichtbar erscheinen wird, Offenbarung 1, Vers 7, ist es bei seinem Kommen für die Menschheit auf der einen Erdhälfte Tag und für die auf der entgegengesetzten Seite lebenden Nacht. Genau das bringt der Text in Lukas 17, Verse 34 und 36 als Nebeneffekt zum Ausdruck. In derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Die gleichzeitig auf der Erde gegebene Tag- und Nachtsituation ist durch Feldarbeit bzw. Nachtruhe markiert und hängt nur davon ab, an welcher Position der rotierenden Erde man sich dann gerade befindet. Auch Sacharja, Kapitel 14, Vers 7, bezeugt das Kommen des Herrn nicht in Weltbildern seiner Zeit, sondern wirklichkeitsgetreu. Und wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Nacht. Und um den Abend wird es Licht sein.